Hi zusammen, ich bin Anita. Ich mache Videos über Passerelle, Schule, Uni, allgemein einfach ja, so ein bisschen um das. Mich hat jemand auf Instagram mal kontaktiert und mich gefragt, was ich von so einer Privatschule halte, die die Passerelle anbietet. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich ein gutes Thema, um ein Video darüber zu machen. Es wäre auch cool, wenn ihr eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen könntet, wenn ihr was ihr gemacht habt oder momentan macht, was ihr von dem Ganzen denkt. Die Person hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der was er an der Fäusi, ich weiß nicht, wie die Berner sagen, aber ja, halt an der Schule gemacht haben. Genau, und ich kenne niemanden, der das gemacht hat. Ich kenne jemanden, der was er an einer halb privaten Schule gemacht hat, wobei die Kosten eigentlich nicht so viel geringer sind, aber ja. Also ich persönlich habe Basel an einer Kantonalschule gemacht, oder Aargauische Kantonalschule. Wie sagt man das? Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene. Genau, so wie viele andere auch, habe ich es an einer Kantonalschule gemacht. Und sehr viel weniger halt müssen zahlen. Und ich habe gedacht, ich sage einfach meine Meinung dazu, ein bisschen Pros und Kontras, meine persönliche Empfehlung. Aber es wäre natürlich cool, wenn ihr eure Meinung auch dazu schreiben könntet. Also jetzt Fäusi da, ich habe die Website gerade offen. Also der Vorteil da ist sicher mal, dass, also ja, je nachdem wie man es sieht, eben, kommen wir dazu, dass es 23 Wochen Lektionen sind, die man dann hat. Wenn man zum Beispiel an meiner Schule 13 Lektionen pro Woche hat. Genau. Also 10 Lektionen weniger als an der Privatschule. Das ist sicher mal ein Vorteil an so einer Privatschule, dass ihr halt mehr Kontaktunterricht habt, also weniger Selbststudium in dem Sinn. Ich glaube, das ist halt auch das, was viel dazu bringt, dann an eine Privatschule zu gehen, einfach weil sie Angst haben, dass sie nicht in der Lage sind, gewisse Sachen selber zu lernen. Und ich verstehe das auch. Ich persönlich habe es jetzt nicht so empfunden, als ob ich ganze Themen haben müssen selber lernen. Es war mehr so, dass wir haben ganz genau gewusst, was wir auf wen lesen müssen, welche Kapitel dran kommen. Und es war mehr so, okay, eigentlich hättest du dich vorbereiten sollen, aber ja, zum Teil ist einfach nicht die Zeit oder Lust oder was auch immer. Aber es war nicht so, von wegen, eigentlich hast du Sachen nicht gelesen und dann kommst du in den Unterricht und du bist völlig überfordert. Normalerweise nicht, weil das ist eigentlich der Unterricht ist so ein bisschen der Input gewesen. Also das Wichtigste ist besprochen worden und halt auch, ja, schon zügig. Und den Rest musst du halt selber lernen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich habe jetzt viel zu wenig im Unterricht mitbekommen und dass Sachen gar nicht behandelt worden sind. Weil es ist schon alles behandelt worden, halt vielleicht einfach nicht so tief wie wenn du halt mehr Lektionen zur Verfügung hast. Ich verstehe das Argument, dass man sagt, okay, man hat mehr Lektionen in der Woche, man sollte quasi dann auch vorbereiteter sein. Wobei sie dort auch auf der Website erwähnen, dass es, weil vom Unterricht her ist, glaube ich, nur am Nachmittag bzw. am Abend. Sie erwähnen zwar auch, dass man viel im Selbststudium machen muss. Also ich glaube, die Zeiten sind, es ist so vom Montag bis am Freitag, aber irgendwie der Unterricht selber ist halt einfach vom Mittag, also frühen Nachmittag bis am Abend. Und sie sagen, ja, der Morgen ist für das Selbststudium reserviert. Also das heisst, es impliziert, dass man selber auch gleich viel machen sollte. Genau, also wegen dem denke ich nicht, dass man dann sagen kann, okay, ich zahle jetzt die also keine 4000 Franken und habe den Unterricht und dann muss ich nichts machen, weil ich immer gleich lernen. Also es kann euch niemand kann euch das nicht, dass ihr Sachen auswendig lernen müsst, dass ihr ja, Matheaufgaben lösen müsst und so weiter, das müsst ihr selber machen. Also ja, ich verstehe schon, okay, man fühlt sich ein bisschen sicherer, das ist gut, aber ich denke nicht, dass das einzige Argument sein sollte. Aber ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir mehr Lektionen auch wirklich so viel mehr gebracht hätten. Ich meine, das Negative meiner Meinung nach ist wirklich, wie teuer das ist, weil die Fäusi zum Beispiel verlangt 936 Franken pro Monat, also für 12 Monate, oder
2'810 Franken pro Quartal, also 4 Quartal. Das kommt, mit dem kommst du ein bisschen mehr auf als... Das sind ein bisschen mehr als 11'000 Franken. Okay. Andere Schule, die ich gefunden habe, weil eben, ich komme aus dem Aargau und es ist für mich naheliegend, also von der Schule, von der ich gehört habe, wäre Minerva, Privatschule. Und bei denen ist Passerelle sogar noch teurer und die verlangen 10'000 Franken, 10'150 Franken pro Semester, also über 20'000 Franken Passerelle. Und da würde ich ganz klar sagen, mache das nicht, also nein. Bei den anderen, ich verstehe es schon, weil die kantonale Schule ist, was sind es, 200 Franken Einschreibegebühr, genau, 1000 Franken pro Semester, also 2000 Franken für das ganze Jahr und dann noch 2000 Franken fürs Lehrmittel. Das heisst, man kommt auf ja, 4200 Franken. Okay. Die Fäuse jetzt zum Beispiel ist ein bisschen mehr als das Doppelte. Jetzt kann man halt argumentieren, ob es einem das wert ist. Also grundsätzlich Positive an der Privatschule wäre, dass ihr mehr Lektionen habt und das Negative ist, dass es einfach viel teurer ist. Das Problem ist natürlich, ihr wollt Passerelle bestehen. Und wegen dem denken wir, dass euch eure Chancen verbessert, wenn ihr mehr Lektionen nehmt. Also meine persönliche Empfehlung ist, kantonale Schule zu machen und dann, falls ihr wirklich in einem Fach oder so das Gefühl habt, oh, läuft es nicht gut, dass ihr in diesem Fach Nachhilfe nehmt. Es kommt günstiger. Die Sache ist auch, oh, was passiert, wenn ihr Passerelle nicht besteht. Ich glaube, das habe ich nie wirklich erwähnt. Aber ihr könnt Passerelle wiederholen. Du musst die Fächer nicht wiederholen, indem du einen Fünfer oder etwas Besseres gehabt hast. Erstens mal das. Und zweitens kannst du dann halt einfach auch im zweiten Semester einsteigen. Das heisst, du musst nicht das ganze Schulgeld zahlen, sondern halt das von einem Semester, also vom zweiten Semester. Wo ich Passerelle gemacht habe, hat es ein paar gegeben, die dann im zweiten Semester neu quasi dazugekommen sind, die aber halt einfach die Passerelle nicht im ersten Versuch geschafft haben. Ich verstehe schon, dass Leute vielleicht die Zeit nicht, Zeit nicht vergeuden wollen, dass sie ein Jahr bestehen wollen und so weiter, aber das ist halt, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Worst Case, finde ich, dass wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache kantonale Passerelle, besteht sie nicht, dass man sie halt wiederholt und ich denke nicht, dass es schlimm ist, wenn man Passerelle wiederholen muss, weil es ist halt nicht einfach. Wenn ich die Entscheidung nochmal müsste treffen, würde ich gleich nochmal kantonale Schule besuchen. Also eben, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach nicht genug Informationen dazu. Wäre natürlich cool, wenn gewisse Leute, die das Video jetzt schauen, an einer Privatschule Passerelle machen oder gemacht haben. Das wäre natürlich super, wenn ihr eure Meinung dazu sagen könntet. Ich hoffe, dass das Video gleich hilfreich ist, falls ihr noch andere Videos gesehen habt, irgendwelche Ideen habt. Ja, schreibt das auch. Aber ich mache jetzt auch nicht mega regelmäßig Videos, aber ich probiere es gleich genug früh zu machen, je nachdem wie dringend das ist. Merci vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!